Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit... Hoppala, aufstehen bitte, danke. Fantasy Life. Und wir sollen zum Platz mit Schutt gehen. Na, guck mal doch mal, wo der ist. Ich würde sagen... Ja, hier sieht's doch gut aus, oder? Nee, nicht? Ach, da. Ja. Ja, da ist ein Platz mit Schutt. So. Ja, ich. Ein Glück, ihr Lieb, wir haben überall gesucht. Ja, aber euch gibt's ja auch noch. Hatte ich glatt vergessen. Was? Nein, das sind die Seltsamlinge. Quatsch, ich mache nur Spaß. Ich habe euch Flauschis vermisst. Aber wo ist denn der Professor? Ach so, ja, also das ist so. Ja, okay, bla 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 bla. Was? Ein seltsames Mädchen hat den Professor irgendwo in den Abgrund eingesperrt? Ja, aber der Professor ist nicht zu unterschätzen. Selbst wenn er allein mit dieser Verrückten ist. Ja, jetzt mach mal langsam. Es ist ja nicht gesagt, dass es eine Verrückte ist. Vielleicht ist er im Moment etwas verwirrt, temporär. Trotzdem braucht er unsere Hilfe, da fällt mir ein. Was war das vorhin für ein Schrei? Ja, genau. Mein letzter Donut wurde unter den Trümmern zerquetscht. Och, Läderle. Mehr nicht. Bei dem Gekreische dachte ich, du hättest ein Gespenst gesehen. Wir haben versucht, eine kleine Hütte zu bauen, aber das war zu schwierig für uns. Alles ist zusammengebrochen. Klingt, als wäre meine Wenigkeit gefragt. Gestatten, Schreinerin Kunugi. Ja, das ist richtig. Unsere sockenfressende Kommode. Ex-Sockenfressende, hoffe ich doch. Und auch Ex-Kommode. Ich baue ein schönes Haus. Ich freue mich schon, endlich wieder meine Werkzeuge schwingen zu können. Wie? Einfach so? Klönke die Klönk? Einfach so? Klönke die Klönk? Prospekt? Doch, hat was. Wow, ist das toll, Kunugi. Darf ich dich Meisterin Kunugi nennen? Ja. Tut dir keinen Zwang an. Etwas Respekt hat noch nie geschadet. Okay. Got a sec? Es ist schon ziemlich spät. Vielleicht sollten wir uns alle in diesem Haus ausruhen. Ja, wenn es schon mal da ist. Die Müdigkeit ist dir ins Gesicht geschrieben. Du hast sicher viel hinter dir. Die grüne Wand. Wie wir Edward retten, können wir uns morgen überlegen. Gut, kuscheln wir uns eng aneinander. Okay, ruhe dich im Haus aus. Moment, ich kann Kunugi anreden. Wie ich es vermisst habe zu Schreinern. Ja, dieses Leben passt mir viel besser als ein Leben als Kommode. Ja, das ist doch gut. So, wir wollen... Ach, das ist mein Haus. Irgendwo um nirgendwo. Also auf und davon halt. Dein Haus auf der Insel kannst du nach Belieben umbauen und einrichten, so dein Traumhaus Wirklichkeit werden lassen. Durch Schlafen im Bett kannst du die Zeit von Abend zu Morgen und Morgen zu Abend ändern und dich erholen, um dich auf deine Abenteuer vorzubereiten. Schön. Ja, dann machen wir das. Sehr heimelig. Ja. Nicht weinen. Cook agrees. Komm, ich kraul dir ein bisschen am Kopf. No way. Was soll das? Ich weine doch gar nicht. Oh, das tut gut. Arz. So, Arz. Na, also die Bambusstäbe vom Fenster würde ich mir noch ein bisschen überlegen. Das sieht ein bisschen knastig aus, wenn ich mal so sagen darf. In deinem Haus kannst du linker Button drücken, um dich in den Herstellungsmodus zu versetzen. So. Bewege die Kamera, kannst die Wände und Boden ändern. Soll ich? Ah ja, okay. Ja, und nu? Ah. Okay, ich will nur ein bisschen hier... Also eine Uhr. Also wir haben einfach noch nichts. Ja, das ist nicht viel. Oder 111 da. Ich meine, wenn da schon ein roter Punkt ist... rechter Button. Wenn da schon... also Bodenzeug haben wir. Eine Steinbank. Aha. Ah. So. Braucht man natürlich... Huppala. Das war nix. Wie dreht man denn? Ah, mit dem Knopf. Die braucht man natürlich vom Fenster. Vom Fenster wäre hier. So. Fertigen, Signatur wählen. Was will ich denn da fertigen? Ach, du kannst... Ach so, das ist eine Bank. Da kannst du Alchemie machen, oder wie? Ach, eine Bank im Sinn... Ach so. Komm, dann fertigen wir mal was. Wenn wir schon mal hier sind, oder?
Ja, keine Ahnung. Lass mal 1 machen. Ach so, cool. Ich dachte, das ist eine Sitzbank. Das ist eine Fertigungsbank. Das ist ja mal irre praktisch. So, wo sind wir jetzt? Okay. So, haben wir wieder was gefertigt. Sehr schön. Erfolg. Erfolg plus, bitte. Ja, ich habe jetzt 2 Ausdauertränke. Ist das nicht super? 6 Erfolge. Ja, nee, ist schon in Ordnung. Das war schön. Das können wir gerne nochmal machen. Dann haben wir hier... Das ist ja... Ich dachte, das wäre einfach nur eine Sitzbank und so. Aber ja, nee, so ist natürlich noch besser. So. Lass mal hier ein bisschen umgucken. Da stehen... Ich weiß gar nicht, was liegt denn hier alles rum? Okay. Ach, das ist Knochi. Ah, guck mal da, der Knochi. Knack, 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 knack. Gotcha. Na, du Schlafmütze, los, wir überlegen uns jetzt, wie wir Edward rausholen. Yeah. Ja, dieser riesige Felsbrocken muss weg. Aber um ihn zu zerstören, brauchen wir einen starken Schürfer. Das ist schlecht. Ich bin kein Schürfer, tut mir leid. Mir kam mal eine Legende zu Ohren, dass in Tixingen ein Schürfer war, der sogar einen Berg mit einem Schlag spalten konnte. Man nennt ihn den Grubinator. Grubinator, ja, das klingt stark, aber echt, hey. Ihr könnt doch durch die Zeit reisen. Wie wäre es, wenn ihr diesen Schürfer aus der Vergangenheit hierher bringt, damit er den Felsen zerstört? Gotcha. Ausgezeichnete Idee. Also, suchen wir den Grubinator. Machen wir. So. Okay. Dankeschön. Fliege auf Knochi nach Tixingen. Geht das einfach so? Also. Wenn du mit X die Liste öffnest, siehst du Flugziele von Knochi und Personen mit Anfragen. Wenn du nicht weißt, wohin, probier es hiermit. Mit Steuerkreuz oben und unten kannst du zwischen den Karten der Vergangenheit, Gegenwart und Gigantien wechseln. Aha. Rechter Stick, um Detailgrad anzupassen. Alles andere sieht man. Na, gucken wir mal. Rechter Stick. Aha. Okay, also. Ach, da drüben. Was ist das da? Aha. Achso, Vergangenheit. Tixingen, okay. Und ich kann wohl nur hier hin. Ja, da möchte ich bitte dahin fliegen. So. Ja, hat das dann so richtig Auswirkungen? Weil ist ja so, wenn ich jetzt irgendeinem in der Vergangenheit ans Bein dreht, dass er dann vielleicht in der Zukunft humpelt? Also gibt's da sowas? Oder ist das eher nicht? Das sieht schön aus. Bunt. Also relativ nicht so bunt, aber grün. Mal lieber. Hat sie uns jetzt herbeigedrötet? Also denkt sie jetzt, dass sie uns herbeigedrötet hat? Ganz sanft landen, bitte kein Haus kaputt machen. Sonst müssen wir wieder einen Haufen Geld bezahlen. Hallöchen, Popöchen. Da sind wir wieder. Oh, I know. Bin ich froh. Ich hatte gehofft, dass wir uns wiedersehen würden. Seid ihr heil wieder in eure Welt gekommen? Aber warum seid ihr dann wieder hier? Was ist passiert? Ja, so und so und so. Ihr kommt 1000 Jahre aus der Zukunft? Und ich hab dir dort eine Nachricht hinterlassen? No way. Ja, zerstöre das Zahnrad und rette die Welt. Sag bitte, dass du weißt, was damit gemeint ist. Yes. Natürlich weiß ich das. Glaube ich zumindest. Well, Ich bin ziemlich vergesslich, wisst ihr? Manchmal verdrehe ich meine Erinnerungen ein bisschen. Mein Bruder zieht mich damit immer auf und nennt mich Traumsuse. Aber eine Sache weiß sogar eine Traumsuse wie ich mit Sicherheit. Du bist aus der Zukunft hierher gekommen, um heldenhaft die Welt zu retten. Ja, nee. huh? Du assistierst einem Archäologen? Ach, wie toll. Ein Leben voller Träume, Abenteuer und Aufregung. Du hast es so gut. Ja? Jetzt muss ich ja meinen Namen wieder sagen. Kranz.
und ich helfen gerade bei der Erforschung eines riesigen Abgrundes. Ich habe keine Ahnung, warum ich den nicht gerne ausspreche. Ich lese ihn lieber. Keine Ahnung. Deshalb sind wir zurück. Wir suchen hier einen mega starken Schürfer, der angeblich sogar Berge spalten kann. Dürft ihr euch bei der Suche begleiten? Als Prinzessin dieses Königreichs kann ich nicht tatenlos zusehen, wenn andere in Not sind. Ja, dann mach mal. Thank you Vielen so Dank. much. Ja, danke schön. Da freut er sich, der Pampers Drache. Krümelchen grummelt auch ganz glücklich. Ich bin sicher, er ist voller Tatendrang und ich bin's natürlich auch. So. Also. Wir müssen irgendwie ein tiefschürfendes Geheimnis lösen. Irgendwie. Höre dich einen Tick singen um. Aber wenn wir jetzt schon mal hier sind. Bestimmt kann er die Felsen mit bloßer Hand zerbrechen. Fragen wir die Leute in Tick singen, was sie über ihn wissen. Folgendes. Pass auf, wir haben doch Aufträge, ganz viele. So, das ist mir klar. Das haben wir alles schon. Aber ich meine so abgeschlossene Aufträge. Haben wir da irgendwas? Nee. Ah, da. Das braucht Bums. So, kann ich mich da... Moment, als nächstes Ziel festlegen. So. Da kann ich nämlich jetzt doch Sachen abgeben, weißt du? Bin ich denn jetzt gelandet? Erstatte Rutbär-Bericht. Wer ist denn Rutbär? Also wenn, dann muss er ja da außen irgendwo sein, oder? Ja. Okay. Weil wenn wir jetzt da wieder in der Vergangenheit sind, eine Sache, die ich ein bisschen bereut habe, ist, dass wir nur 3 Jobs haben. Ich glaube, wir werden jetzt hingehen, also so sage ich jetzt mal, und einfach alle Jobs annehmen, die es gibt. Und dann können wir überall was bauen. So, das ist mein mega Plan. Und den finde ich eigentlich gut, denke ich. So, Rutbär. Du hast Wort gehalten, ich könnte platzen vor Aufregung. Ich gehe sofort mal Atelier und revolutioniere die Kunst mit einem lauten Knall. Ach, der wollte Bomben haben. Ja, genau. Hier, bitteschön. So, vielen Dank. Damit kann ich mein Kunstwerk vollenden. Benennen werde ich es natürlich nach dir. Sehr schön, danke. Zack, Auftrag abgeschlossen. Kleine Bombe. So, aber jetzt gehen wir erstmal zurück und suchen den Schürfer. Und wenn uns unterwegs vielleicht, aber nur vielleicht, dieser Baum hier in die Quere kommt, dann werden wir den fällen. Und zwar, indem wir da dran klöppeln. So. Ein bisschen. So. Bam, Stufe 15 erreicht und noch einen Pinienbogen gekriegt. Ihr könnt eigentlich mal die ganzen Sachen mal verkaufen. Ich habe ziemlich viel. Ich glaube, den Pinienbogen habe ich jetzt auch 3-mal. Moment. Wie kann ich denn aus einer Eiche einen Pinienbogen kriegen? Das ist aber unrealistisch hier. Naja. So, also wir werden jetzt erstmal Story ein bisschen weitermachen. Und wenn uns unterwegs vielleicht... Guck mal, die Klößchen-Oma weiß was. Wenn uns unterwegs irgendwie eine Gilde über den Weg läuft, zum Beispiel eine Paladin-Gilde, dann könnten wir da ja Paladin noch lernen. Noch nebenbei. So. Nanu, Fräulein Rem, was kann ich für dich tun? Klößchen-Oma, hast du schon mal von einem unheimlich starken Schürfer gehört, der Grubinator heißt? Grubi was? Ach, du meinst den Gruber? Starker Kerl und hübsch noch dazu. Meint mich? Oh, ist das wahr? Ein eiserner Blick, ein erfrischendes Lächeln, eine kräftige Brust. Genau mein Typ. Verstehe. Dieser höchst attraktive Gruber ist also der legendäre Schürfer, der sogar mal einen Berg mit einem Schlag gespalten hat. Er ging vor einer Weile zur Irrbaumhöhle im Norden der Insel. Seitdem hat ihn keiner mehr gesehen. Das Schürfen dort muss ihm großen Spaß machen. Sicher? Also dann, ich muss diese frischen Klößchen noch zu meinen Enkelkindern bringen. Okay? Und nächstes Mal, wenn du hier bist, mache ich wieder leckere Maisklößchen für Krümelchen, ja? Yeah. Yeah. Danke, Oma mit der lustigen Nase. So. Gruber könnte also in dieser Irrbaumhöhle sein. Gehen wir hin? Gut, ich kenne den Weg. Mir nach. In den Worten meines Bruders, ich habe noch nie etwas getragen, das schwerer als ein Buch ist, aber was mir an Kraft fehlt, mache ich mit Wissen wett. Apropos Bruder, hoffentlich kriege ich keinen Ärger. Egal, los geht's. Tschüss.
So, jetzt gehe ich mal davon aus, dass wir jetzt direkt an der Höhle spawnen. Nee, beim Bruder. Ach so. Your Majesty. Ihr habt mich gerufen, euer Hoheit. Wer ist das? Very well. Ischanaux, danke fürs Kommen. Wie es aussieht, hat sich Rem auch heute wieder aus dem Schloss geschlichen. Würdet ihr sie bitte finden und im Auge behalten? Ich will nur nicht, dass sie in Gefahr gerät. Very well. Sehr wohl, Hoheit. So, okay. Also, Moment, da steht einer, der will was. Was bist du für einer? Du bist aber lustig. Yo, ich bin ein Knuffling, der Reiseleiter werden will. Du könntest doch die Erlebnistour ausprobieren. Ich habe für Touristen schon alle Infos hier in der Anschlagtafel angebracht. Yo. Wenn du mir bei der Datensammlung hilfst, gebe ich dir dafür Punkte, die du gegen Belohnungen eintauschen kannst. Yo. Wenn dir eine Belohnung winkt, ist mein Interesse schon geweckt. Also, ja, okay, mach mal hin. Was für ein Glück. Ich meine, yo, dufte Sache. Voll Knorke. Für die anderen Anschlagtafeln bereite ich auch noch Exkursionen vor. Also bleib am Ball, yo. Insel des Königreichs Mythia werden unterschiedliche Erlebnistouren veranstaltet. Das heißt, findest du auf einer Anschlagtafel, am Abschluss der Erlebnistour bekommst du Punkte. Durch Sammeln der Punkte steigt die Stufe der Anschlagtafel und du bekommst Belohnungen. Okay. Je nach Insel wiegen andere Belohnungen. Okay, alles klar. Dann gucke ich mir das mal an. Na, das ging schnell. So habe ich das gehen. Also das gilt auch noch nachträglich. Und was gibt's als Belohnung? Ah, Baumaterialien. Sehr schön. Gut. Erreiche das Ziel Irrbaumhöhle. Also das sind... Okay. So. Moment, er will noch was. Was will er denn? Also. Eins haben wir noch gekriegt. Ja, danke. So. Jetzt folgendes. Schmiedegilde. Ich nehme, weil es schon mal da in der Nähe ist, das Schmiedeleben. Lustig ist ja das Schmiedeleben. Faria ho. Die Arbeit als Schmied ist hart, aber sie macht Freude. Willst du es mal versuchen? Ja, bitte. Achso, ja. Nee, warte. Hä? Ja. Ich hab vergessen, wie es geht. Lebensgilde. Ich bin noch in der Lebensgilde. Ich bin in der Schmiedegilde. Sorry. Okay, die Lebensgilde war direkt nebendran. Ich habe doch eben genau noch vorne dran gestanden. Da ist die Lebensgilde. Und die Paladin-Gilde. Die Sache... Was ist denn Leo Lippe? Louis und Leo Lippe können für dich das Fähigkeitenboard zurücksetzen. Aha, in dem Fall erhältst du auch die Fähigkeitenpunkte zurück. Nee, brauche ich nicht. Schon in Ordnung. Du siehst ja total traurig aus. Ich weiß, wie du dich gerade fühlst. Du wünschst, du könntest dein Leben von vorne beginnen? Kein Ding, überlass das nur mir. Für lächerliche 10.000 Gulden setzt sich dein Fähigkeitenboard zurück auf Anfang. Na, wagst du? Nein! Fug! Abbrechen. Entschuldigung. So, also, ich würde gern das Leben wechseln. Also, ich will... Also, da oben, das Ding ist aber halt, ne? Warum sollte ich denn... Also, Abenteurer bin ich sowieso. Warum sollte ich denn was anderes als Söldner werden? Ich meine... Das da oben ist ja nur Gegner bekämpfen. Die Gegner bleiben... Ich könnte vielleicht noch Magier werden, damit ich da so... Das wäre eine Idee. Aber eigentlich habe ich jetzt mehr Bock... Guck mal, ich bin noch nicht da unten, richtig? Wo ist denn der Alchemist hin? Ah doch, natürlich hier. Ich bin Alchemist. Und Schneider, Schreiner, Schmied. Also, ich will Schmied. So. Ob Schwerter für Soldaten oder Hacken für Bauern, das Klönke die Klönke des Schmieds ertönt für alle. Ja. Okay. Gut. Neues Leben gewählt. Ich bin jetzt halt Schmied. Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Ab heute bist du Schmied. Zum Anfang stellst du die Grundlagen der Arbeit als Schmied lernen. Geh zu deinem Meister. So, dann machen wir das jetzt. Dann würde ich sagen, ihr Leute, die nächsten Folgen werde ich einfach mal Multi-Jopolero werden. Was gibt's hier? Wechsle zu einem Fertigungsleben. Aha, hatte ich doch aber auch schon. Ach, ein Schilfhaus. Ich habe Schilflaus gelesen. Guck mal hier, ich habe eine Schilflaus. Nee, ich habe ein Schilfhaus. So, jetzt aber hier, da bin ich Schmied. Na, Schmied? Nee, ich habe frisch geschlafen. Das war ein pfälzisches Wortspiel. Wahnsinn, oder? Ich bin kein Schmied, aber ich bin mir ziemlich sicher, so macht man das nicht. Ja. Hoch den Hammer und mit Wucht, hoch den Hammer und mit Wucht. So. Hoch den Hammer, lass mich raten und mit Wucht. Klönke die Klönk. Okay, gut.
Interessanter Hut übrigens. Tut mir leid, ich wollte dir keinen Schrecken einjagen. Du musst Flockackel sein? Willst du unter mir lernen, was? Ich bin Hammerkopf, Meister der Schmiedekunst. Das ist quasi ein schöner Name. Er passt. Hi, hi. Aber nenn mich nicht Meister, das macht mich nur verlegen. Nenn mich lieber Boss. Okay. Wir Schmiede stellen Waffen, Rüstungen und Gegenstände des täglichen Bedarfs her. Dafür verarbeiten wir Erz mit einem Hammer. Das ist harte Arbeit, doch sie ist auch sehr vergnüglich. Wenn ich Erzabbauer wäre, dann könnte ich Erz herstellen für Schmied. Und mit Schmied wiederum kann ich mir jetzt bessere Rüstungen machen, auch für meine... Ja, okay, also, ja, ist klar, ne? Die Jobs, deshalb ist es saupraktisch, wenn man alle kann. Und dann kann man sich sein ganzes Zeug, man ist quasi Alleinunterhalter. Oder wie das heißt. Also gut, fangen wir mit den Grundlagen an. Als erstes schmiedest du mir einen Bronzebarren. Das Mythnia-Kupfer, das du für die Herstellung brauchst, kannst du auch kaufen. Aber heute sollst du es dir bei einem Schürfer besorgen. Ferra, du weißt, wo man Nickel finden kann. Begleite Flotako bitte dahin. Alles klar. Nickel ist sicher in der Nähe der Mine im Nordwesten von Tixingen anzutreffen. Also, worauf warten wir? Okay. Kannst die Geschichte der Laienprüfung überspringen und sie dennoch abschließen. Möchtest du sie überspringen? Nee, ich will sie spielen. Tut mir leid, aber das ist Story und manchmal ist die witzig. Da wird die natürlich gemacht. So. Hoch den Hammer. Dann tun wir mal den Hammer hoch. So. Also. Erz von Nickel. Achso, der ist gar nicht weit, siehst du? Da ist ja der Nickel. Na? Warst du schon im Odeon-Kino? Warst du dann Nickelodeon? Okay, da war nicht so gut. Hey Nickel, schön dich zu sehen, Ferra. Und wen hast du da mitgebracht? Etwa ein Neuling? Yep. Als erstes solltest du ihm einen Barren schmieden. Oder ihr. Also brauchen wir Kupfer. Wenn es weiter nichts ist. Also dann, Neuling, dieses Kupfer habe ich frisch geschürft. Nur zu, nimm. Dankeschön. 3 Kupfer erhalten. Das wäre geschafft. Gehen wir zurück zur Schmiedegilde und berichten dem Boss. Moment. Da oben stehen so Säcke. Kann ich da was klauen? Da zum Beispiel. Klau. Nee, schade. Ja, komm, wir machen uns mal den Spaß. Wir machen uns mal den Spaß und gucken, wie viele Schläge ich brauche. Einen. Sehr schön. Egal, was man hat, hat man. Man hat mal Glück, man hat mal Gandhi. So, da muss ich also hin. Als nächstes würde ich gern Anpflanzer werden, aber das geht nicht, das ist noch nicht freigeschaltet. So, da seid ihr ja wieder. Und wie es aussieht, habt ihr einen ordentlichen Klumpen Erz dabei. Und hier habt ihr das Rezept für den Bronzebarren. Dankeschön. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen schmieden. Signatur, habe ich da doch noch eine. Ist die noch geil? Ja, die ist noch geil. Fertigen, bitte. Einmal Bronzebarren, fertigen. Ja, machen wir jetzt das so. So, und das ist wahrscheinlich genau dasselbe wie beim Alchemisten. Scheint so. Ja, irgendwie muss ich immer nur A. Jetzt muss ich auch mal A hämmern. Okay, ergibt Sinn. So. Okay. So, das wär's. Der geborene Schmied. So, Bronzebarren hergestellt. Immerhin 2 Erfahrungspunkte gekriegt. So. Hier, guck, hab ich gebastelt. Gar nicht mal schlecht für deinen ersten Versuch. Du hast ein Talent dafür. Mal sehen, welche Aufgaben setze ich als nächstes vor. Vielleicht einen einfachen Alltagsgegenstand oder eine Waffe? Da fällt mir ein, wie geht es mit dem Schwert für den Paladin aus der Königsgarde voran? Was? Welches Schwert? Oh, verflixt, das habe ich ganz vergessen. Ja, ich hab's. Der Auftrag des Paladins ist seine nächste Aufgabe. Oh, bin mir nicht so sicher. Aber okay, keine Sorge, so ein Übungsbronzeschwert ist keine große Herausforderung. Selbst für einen Laien. Tut mir leid, aber könntest du den alten Hardgar bitten, dir das Rezept zu geben? Ferra, bitte bring uns zu ihm. Okay, was? Zu diesem alten Bock? Das sei nicht so. Der alte Hardgar hat mir damals so einiges beigebracht. Bronzeschwerter schmieden?
Er hat eine Schmiede in der Königsstadt. Achso, dort werdet ihr ihn finden. Grüßt ihn schön von mir. Okeli Dokeli. Gehen wir mal. Ich dachte, wir werden gebracht. Müssen wir ja doch selbst gehen. Königsstadt heißt außen rum gehen. So. Da war doch gerade einer. Ach, der braucht immer noch ein Schild, ne? Ein Schmied könnte Bronzebarren aus dem richtigen Erz herstellen, aber mir ist egal, wie du sie auftreibst. Bring sie einfach her. Wart. Bin ich schon Schmied? Kann ich schon Sachen schmieden? Moment, ich muss das ausprobieren. Ich muss das ausprobieren, ob ich schon Sachen schmieden kann. Ja, schon, oder? Weil Bronzebarren kann ich ja. Guck. Fertigen. Okay. Ich habe ja Zeugs. Ein bisschen. So. Okay, siehst du? Bronzebarren geschmiedet. Erfolg Plus. Ah, Erfolg Plus. Du hast mehr Gegenstände als üblich hergestellt. 2 Bronzebarren. Sehr schön. So, gucke, jetzt habe ich nämlich auch den Auftrag erfüllt. Wenn ich jetzt an dem vorbeilatsche, weißt du, kann ich ihm ja auch gleich einen Bronzebarren vor den Latz knallen. Quasi. So. Komm her, Schildner. Ich habe schon auf dich gewartet. Schnell, lass mich sehen. So, bitteschön, hier. Du hast die folgenden Gegenstände abgegeben. Bronzebarren mal 3. Was? 3 Stück? Oh, die glänzen ja ganz wundervoll. Du musst ein ziemlich fähiger Schmied sein. Ich kann es kaum erwarten, bis das Schild daraus fertig ist. Ehrlich gesagt, hatte ich mal ein Schild auf einen Stuhl gelegt. Dann hat sich meine Mama draufgesetzt und zack, ist er zerbrochen. Okay. Dieser Schild hat Monsterattacken überstanden. Monster! Und dann scheitert er in meiner Mama. Kannst du mal sehen. So. Alles klar. Auftrag abgeschlossen. Sehr schön. Aber jetzt weiter. Mit Hardgar sprechen. So. So, wir müssen aber jetzt diese wunderschöne große Eiche, die muss gefällt werden. Die muss fallen. Die Eiche muss fallen. Einfach, weil ich es kann. Okay? Weil ist halt so, wenn da schon so eine schöne große Eiche steht, dann muss man da auch ordentlich dran knotzen. Wir dürfen ja nicht aus der Übung kommen, weißt du? So. Was gibt's dazu? Noch ein Pinienbogen von der Eiche, ja, da freuen wir uns aber. Ne, die Eiche, die lassen wir. So. So, hier du, Merle. Was willst du wieder? Zierkarpfen. Okay, da müsste ich Angler sein. Siehst du, Angler könnte ich auch machen. Da weiß ich auch nicht. So, aber erstmal, jetzt lass uns erstmal Schmied abschließen, bevor ich hier Angler werde. Hopp, geht nicht. Kann ich nicht runterhüpfen, das ist schlecht. Muss ich wieder zurück. So. Da ist die Schmiede. So, da ist er, der Hardgar, der alte Pups. Hey Hardgar, kannst du uns das Rezept für ein Übungsbronzeschwert geben? Wir brauchen es für die Laienprüfung von dieser hübschen Person da. Hammerkopf muss ja Zeit zuhauf haben, wenn er so viele Schüler nimmt. Wow, du bist immer noch ein alter Sturkopf. Dir gefallen die Waffen, die ich geschmiedet habe? Ja, die sind schon fesch. Wie, du hoffst, dass du eines Tages auch so tolle Waffen schmieden kannst? Ja, schon. In jüngeren Jahren hat Hammerkopf meine Werke auch mit solch glänzenden Augen angesehen. Doch plötzlich ist er an mir vorbeigezogen und Lebensmeister geworden. Wie dem auch sei, ich werde dir ausnahmsweise das Rezept beibringen. Für ein Übungsbronzeschwert verwendet man ein abgewandeltes Rezept für ein Bronzeschwert. Okay? Dabei kommt leichteres Metall zum Einsatz, damit auch angehende Paladine mit dem Schwert umgehen können. So, dankeschön. Ey, nicht übel, Hardgar. Zeigst du uns auch, wie man einen leichten Barren macht? Wir brauchen ihn für das Rezept. Ja, dann kann Hammerkopf für euch herstellen. Wenn das alles ist, dann könnt ihr jetzt gehen. Ja, nur nicht zu freundlich.
Ist trotzdem ein guter. So. Okay, also wieder zurück. Was ist denn das da? Achso, nee, das ist das Schmiedehaus. Ich muss ja gucken. Aber so wie ich das sehe, haben wir hier keine offenen Quests. Doch, genau gegenüber ist irgendwo der hier. Die Feldner. Hast du einen Augenblick Zeit? Weißt du, in letzter Zeit verwüstet mir ein Monster regelmäßig das Feld. Aber für einen Mann wie mich wäre der Kampf zu gefährlich. Würdest du es für mich gegen diesen Maisziller aufnehmen? Aha, und ich kriege eine große Strandfackel. Also was zum Herstellen, so ein Deko-Objekt wahrscheinlich für mein Haus oder so. Mir blutet das Herz, wenn ich sehe, wie mein liebevoll aufgezogenes Gemüse zugerichtet wird. Diesem Maisziller muss Einhalt geboten werden. Okay. Ich will Hammerkopf erst Bericht erstatten. Ich will es zumindest mal fertig kriegen. Muss man ja auch mal. So. Oh, gab's hier nichts? Das ist schade. So. Hopp. So. Und dann gucken wir mal, dass wir da schön Herausforderung von der Anschlagtafel erfüllt. Wechsle zu einem Kämpferleben. Achso. Ja dann. Wo war die Anschlagtafel? Die war ja direkt vor der Lebensgilde, oder? Da ist sie. So, habe ich gemacht. Gut. Nächste Belohnung mit X, zeig ich mal her. Liste der Belohnungen. Vogelartiger Helm, vogelartige Rüstung. Ach, ich könnte schon Rüstung. Das ist ja perfekt, wo wir gerade Schmied sind. Und jetzt habe ich schon gelernt, wie man Rüstungen macht. So, sehr gut. Also, Kollege, aufpasse. So. Oh, ihr habt das Rezept, also gute Arbeit. Aber dafür brauchen wir auf jeden Fall einen leichten Barrenboss. Stimmt es wirklich, dass du den schmieden kannst? Ja, aber natürlich. Einen Augenblick, ich kümmere mich sofort drum. So, hoch den Hammer und mit Wucht. Klönke die Klönk, Klönk. So. Hier, fertig. Leichter Barren erhalten. Gute Arbeit, Boss. Dein handwerkliches Geschick bringt mich immer wieder zum Staunen. Ja, lob mich nicht, sonst werde ich ganz verlegen. Schleimig, hey, echt jetzt. Damit müsstet ihr alle Materialien für das Rezept beisammen haben. Es liegt an dir daraus, ein Übungsbronzeschwert zu machen. Gut, dann machen wir mal ein Übungsbronzeschwert. Da. Fertigen wir mal. Damit fertigen, okay. So, los geht's. Kriege ich dann 2, wenn ich besonders gut bin? Weiß ja nicht. Okay. So. Okay. Ah, da eben. Da fehlt noch was. Und jetzt noch einmal und jetzt sollte ich aber fertig sein. Das siehst du. Jetzt zeig ich mal das Übungsbronzeschwert her. Übungsbronzeschwert hergestellt. Und das muss ich jetzt noch abgeben? Oder geht das auch jetzt einfach so? Also Bericht erstatten, macht man natürlich. Du bist fertig? Dann zeig mal her das gute Stück. Hier, ich zeig dir mal mein gutes Stück. Oh, es ist leicht wie eine Feder. Mein gutes Stück ist nicht leicht wie eine Feder. Die Klinge ist glatt und der Griff liegt gut in der Hand. Das schon. Das liegt schon recht gut in der Hand. Und hat auch eine glatte Klinge. Relativ. Hervorragende Arbeit. Ja, danke, danke. Entschuldigung? Ah ja, da ist er ja. Hammerkopf, wie geht es mit dem Schwert voran, das ich bestellt habe? Du kommst gerade richtig. Soeben wurde es fertiggestellt. Bitteschön. Hier hast du mein bestes Stück in der Hand. Wow, es ist federleicht. Und es ist so griffig und angenehm in der Hand. Danke, sag ich doch. Mit diesem Schwert werde ich sogar zum Paladin bringen, ganz bestimmt. Vielen Dank. Und noch 500 Gulden verdient. Ich kriege auch noch Geld dafür. Ich kriege noch Geld dafür, dass ich was arbeite. Ist ja super. Jawohl, jetzt gehe ich's an. Paladin-Leben, hier komme ich. Ja, damit gilt die Aufgabe als bestanden. Boss, vergiss nicht, du weißt schon was. Schon klar, schon klar. Lass mich nochmal einen Blick auf deine Erfolge werfen. Ja, guck, hoch den Hammer. 100 Punkte. Zack, Rangaufstieg. Ja, ich bin jetzt Anfänger. Schön. So, ich verleihe dir den Titel eines Anfängerschmieds.
Ich hoffe, du erfreust dich auch in Zukunft viele Leute mit deiner Schmiedekunst. Ich kann es kaum erwarten, deinen Werdegang mitzuerleben. Dankeschön. Danke. Ich habe Rezepte für Anfänger gelernt. Sehr gut. Und einen Bronzehammer habe ich erhalten. So. Deal erreicht. Jetzt gehen wir natürlich erstmal gucken. Haben wir vielleicht noch Ausrüstung? Also zuallererst mal, ich brauche dieses Flatter. Oh, was ist das da? Aha. Wir haben schon... nee, ich will das da auch noch haben. So. Ein gemieteter Hammer. Ein anderer haben wir noch nicht. Ein anderer Hammer haben wir noch nicht. Schön. Mensch, so, jetzt probieren wir natürlich, ob wir noch was bauen können. Wir haben jetzt neue Rezepte gekriegt. Dafür fehlt uns das Material. Natürlich. Bronzebarren vor allen Dingen. So. Okay, wie sieht's jetzt aus? Es ist dasselbe, oder? Ja. Nee, ich kann noch leider nichts machen, weil uns fehlt das Material. Wahrscheinlich vor allen Dingen Erz. Und um Erz zu kriegen, müssen wir ja Schürfer werden. Da müssen wir quasi die Allerschürfste werden. Und um die Allerschürfste zu werden, muss man erstmal ein großer Fan von einer deutschen Punkband sein. Ich muss so lange überlegen, ob ich Punkband sage, passt schon. Und vor allen Dingen gut schlafen. Und genau das machen wir jetzt. Wir machen hier nämlich Schluss. Morgen geht's weiter. Morgen werden wir Schürfer Plus. Das ist einfach nur Schürfer und noch irgendwas. Okay, danke. Tschüss. Schürfer Plus. Ab morgen auf diesem Kanal.